Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Minister. Den Projekt de Loi Nummer 8228 Reform vom Adoptionsrecht gouf den 31. Mai 2023 von der damaligen Justizministerin an der Chambre deposiert. Das Hauptziel vom Text ist es, zivilrechtliche Regeln zur Adoption die aktuell gesellschaftliche Realität anzupassen, an eine mehr gerechte Behandlung sowie eine bessere Zugänglichkeit für alle Sorten von Familienkonstellationen zu garantieren. Die Justizkommission hat den Text am 8. Juni 2023 zugewiesen. Der Staatsrat hat sein nächsten Avis am 28. Juni 2024 präsentiert und dann kam der 25. Februar 2025 nach ein Avis komplementär. Daneben hat man ein weiteres Avis vom Tribunal d'Arrondissement der Stadt, dem CRT, der CCDH, der CNPD, vom Stadter Barrow und dem Ombudsmann für Kinder und Jugendliche. Den 12. Dezember 2024 sind eine Reihe Amendementen präsentiert worden, die dann auch an der Justizkommission angeholt wurden. Diese Amendementen drohen hauptsächlich die Rekommendationen aus dem Avis vom Staatsrat Rechnung. Eine von den pertinenten Rekommendationen war beispielsweise für das Wort concubin zu benutzen, eine so die vage Notion von vivre ensemble de façon affective zum Gehen. Und das muss sich durch ein klar auch von der Jurisprudenz auch definierte Terminologie garantieren wir auch die Rechtssicherheit. Zusätzlich goufen die Alterskonditionen, die Voraussetzungen zum Altersunterschied und Regeln zum persönlichen Konsentement vom Adoptierten überschafft und auch klar definiert. Ein definitiver Rapport gouf den 27. März 2025 an der Kommission angeholt. Die Dispositionen vom Code Zivil, die die Adoption betreffen, goufen sind 1989 nicht mehr reformiert. Muss einfach klar sagen, dass sich das Familienmodell aber grundsätzlich weiterentwickelt hat. 2004 kam es zu der Anerkennung von den Partneriaten, dem PAX, als Alternativ zum traditionellen Beständnis. Seit 2014 als wie wir wissen, Beständnis für gleichgeschlechtliche Koppeln zu Lützeburg auch gesetzlich verankert. Zusätzlich gesehen in eine weiter konsiderable Zunahme von Familien monoparental sowie von Patchwork-Familien. Und diese Entwicklungen haben unter anderem dazu gefördert, dass den aktuellen juristischen Kader nicht mehr den Besoin von unserer heutigen Gesellschaft entspricht und dafür seine Reform vom Adoptionsrecht auch unumgänglich gehen. Was sind die Punkte von der Reform? Erstens, die zwei Adoptionsformen, Adoption simple und Adoption plénière, bleiben bestehen. Zweitens, ist eine große Erneuerung, die daran besteht, dass die Adoption, egal in welcher Form, auch für Personen zugänglich gemacht wird, die an einem Partneriat leben oder an einer stabiler freiwilliger Lebensgemeinschaft, dem sogenannten Konkubinage, leben. Das ist ermöglicht dem nur auch die Koppeln, die nicht bestürzen, einen Kant können, in daheim zu schenken. Neuer sucht, dass Einzelpersonen eine Adoption plénière können machen. Heute auch ein Mare von der CDH vom 21. Juni 2007 Rechnung von Lützeburg sich verurteilt gouf, weil eine Adoption plénière von einer Einzelperson, die am Ausland gesprochen war, nicht unerkannt hat, weil den Text das ganz einfach nicht zugelassen hat. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass der länger Zeit definitiv kein Randphänomen mehr heute zu Lützeburg sind, egal ob der bewusste Schwarz oder durch Lebensumstände entstanden, 12 von den länger Zeit hat sich an den letzten 10 Jahren Prozent verdreifacht. Bestimmungen betreffend Alterskonditionen goufen harmonisiert dann noch klar definiert. Eine Person, die länger adoptiert, muss mindestens 25 Jahre alt sein. Wenn zwei Personen zusammen adoptieren, muss mindestens eine von ihnen 25 Jahre, die andere mindestens 21 Jahre alt sein. Das gilt allerdings nicht am Fall von der Adoption vom Kind, vom Conjoint, Partner oder vom Concubin.
Für sowohl die individuell wie die gemeinsame Adoption gesäite Projekt fir dem Gericht doch Mkeet ze ginn a gerechtfertigten Situationen, die belecht an dokumentéiert muss sinn vun dese Bestimmungen bezüglich dem Mindestalter auch können aufzuweichen und Aufhängestand von der jeweiligen Situation. Auch die Legalkonditionen betreffend Altersunterschied zwischen dem Adoptant und dem Adopté gehen reformiert. Es wird festgehalten, dass den Mindestaltersunterschied 15 Jahre muss sein, außer im Fall, wo es sich um Kant vom Conjoint, Partner oder Konkubin handelt, da sind es 10 Jahre. Am initialen Text war ein Altersunterschied von maximal 45 Jahren zwischen Adoptant und dem Adoptéierte vorgesehen. Er hat den Staatsrat das kritisiert, dafür dem auch Rechnung zu drohen, gouf diese maximalen Altersunterschied aus dem Text herausgeholt. Eine andere wichtige Neuerung betrifft den Konsentement vom Kant. Dem soll die Zustimmung vom adoptierten Kant nicht mehr von einem fixen Mindestalter aufhängen, mehr von der Kapazität de Discernement vom Kant. Gleichzeitig ist auch klar festgehalten, dass auch erwachsene Personen, die am Fall von einer Adoption betroffen sie selber müssen ausdrücklich zustimmen, solange sie auch dazu nach einem fähig sind. Die Regelung bei den NIM, was die EU geht, so geht dem Adoptierten Möglichkeit gehen, seinen Namen beizubehalten oder zu kombinieren mit dem vom Adoptant. Auch eine Änderung von den Firnehmers möglich auf Demand an einer gerichtlichen Autorisation. Texte von unserem Code Zivil goufen an dem in diesem Kontext auf viele andere Plätze noch technisch angepasst an harmonisiert für den neue legale Kader dann auch Rechnung zu drohen. Verschiedene Mialbestimmungen goufe gestraft an die Neuregelungen klar definiert, wie nie a wie eng Adoptionsform aufruhen kann. Die Form dreht auch die Rekommendationen von internationalen Konventionen noch vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof Rechnung. Sie schafft den legale Kader, den Bedürfnisse von modernen Familienstrukturen respektiert und wohl vom Kant als Grundprinzip an das Zentrum von allen Entscheidungen auch stellt. Damit wir sich im Moment von meinem Rapport kommen, verweise für weitere spezifische Details auf meinen schriftlichen Rapport. Wenn erlaubt, Herr Präsident, gehe ich fort, dann erfreuen als Sprecher von meiner Fraktion. Ich bin persönlich ganz froh, dass wir diesen Text heute am Plenum Orte du Jour haben, weil ich mein freies Leben als Advokat ganz viel am Domain von den Adoptionen geschafft habe. Eine Materie, die ich richtig gerne gemacht habe, weil den Fried von den Leuten gesehen und noch gespürt hat, wenn die Prozedur bis aufgeschlossen war und die Adoption auch von einem Kind oder von mir kann vollzogen werden. Eins war da auch Männer schön. Die eng an einer Adoption ist nicht durchgegangen, weil den legale Kader verschiedene Situationen nicht vorgesehen hat oder carrément auch teilweise ausgeschlossen wird. Und ich gebe da auch gerne ein konkretes Beispiel. Ein gepackte Koppel kann selber kein Kinder kriegen. Die Frau hat dann durch eine künstliche Befruchtung Zwillingen auf die Welt gebracht. Der Lebenspartner wollte darauf sein, die zwei Kinder adoptieren wie eine Adoption plénière. Weil die Koppel aber nicht bestört war, mir just gepackt, konnte der Partner aber nicht adoptieren, weil das Text das nicht vorgesehen hat. Und das war schwach von den Eltern oder von den Leuten, die sich nicht zu bestörten, das muss er respektieren. Ich habe eine Adoption abgewiesen, dass möglich ist, wenn sie sich bestörten, dass die Adoption kann. Dat man de Kinder machen. Dat wollten sie aber nicht. Und diesem Gefühl von Ungerechtigkeit und Diskrimination goufen sie sich bestätigt doch von als Gerichter, Erstinstanz an Appell. Mit Gerichter konnten nicht nur Gefehler jugieren. Sie müssen Text applizieren und so gouf der Mond aufgelehnt, dann kann konnten nicht adoptiert gehen, wissend eng Adoption plénière. Der Schüler als ein kleiner Anekdote aus der Praxis vom Terrain.
die weist, dass als Texter Punkt Adoption schon lange mit zeitgemäß sind an adaptiert auch muss gehen für den dort Situationen auch Rechnung zu drohen. Wie schwer so die juristische Kader von den Adoptionen aus sind 1989 nicht mehr geändert gehen, so dass man auch den Text diskutieren, den eng wichtig an notwendig Modernisierung vom Adoptionsrecht zuletzt besprengen, eine Reform, die zeitgemäß neidisch an auch überfällig ist. Diesen Text wird Gesetzgebung zur Adoption in die gesellschaftliche Realität vom 21. Jahrhundert anpassen und auch die Sozialgerechtigkeit an unserem Familienrecht stärken. Die Reform war schon in der affärischen Regierung ob den Instanzen wie Bursch gehen, ersetzt auch konkret was am Koalitionsakkord von der aktuellen Regierungsregbale gouf, recht op d'Adoption gëtt fir net bestet koppeln sowie Einzelpersonen opgemacht an dat fir verschiedene Ungerechtigkeiten aus der Welt ze schaffen. Gin familiäre Realitäten unerkannt, die sech schon ganz lang existieren, mit dem an aiser Legislation sech bis lo nach net Rechnung gedro gouf. Dat gëtt net aus ideologische Gründen gemacht, mehr aus Gründen vun Verantwortung. Verantwortung vis-à-vis vun de Kanner, die eng Familie brauchen, Verantwortung vis-à-vis vun de Mënschen, die sich bereet erklären, Leift, Zeit an Engagement un en anderen Mënschen firsinn ze ginn. Ich ginner emol ger kurz op die konkret Änderungen an. Echtens die zwo Adoptionsformen bleif bestoen, die eng seit d'Adoption simple, Lien zu der biologischer Familie bleiwen erhalen. Es besteht also eng dubel Familienbeziehung an. Auf der anderen Seite d'Adoption plénière. Es kennt zu einem kompletten Bruch mit der biologischer Familie. Die adoptierte Person huet nimmen nach legal Verbindungen zu den Adoptiveltern. Beibehalle von der Adoption simple also bewusste Schwar gewircht, anders auch richtig. Das Form von Adoption hat sich an der Praxis als sinnvoller, flexibel, gewisse besonders an nicht traditionellen Familienkonstellationen. Goufen 2 Reformen, die an der Belg 2001 an der Frankreich 2022, die auch deutlich gemacht haben, dass die Adoption simple nicht nur gesellschaftlich akzeptiert, dass mir auch eine relevante, bewährte Lösung durchstellt für die Besoin von Familien heute Tages können gerecht zu gehen. Zweitens d'Ouverture für die Lebenspartner. Den Text seit fir d'Adoption noch fir Koppeln opzumachen, die an eng gesetzliche Partneriat oder an eng Konkubinage liewen. Dommer gëtt och den net bestörtenen Koppeln erméigget eng Kant, e stabiler Lebenssphärt hem ze bidden. Das Formen von Lebensgemeinschaften sind mittlerweile eine gesellschaftliche Realität, die sind nämlich von der Hand zu weisen, und das ist nicht mehr konsequent, dass auch das Gesetz dieser Entwicklung Rechnung trägt. Gleichzeitig drohen auch Heimat die juristischen Verpflichtungen Rechnung, die sich als internationalen und speziell als europäischen Konventionen zur Adoption ergeben. Drittens, die Adoption plénière durch Einzelpersonen bis lo wat just möglich für eine Einzelperson an eine ganz konkrete Karte, nämlich wenn sie am älteren Teil vom Kind bestört war, eine Adoption plénière zu machen. Das ist der Fall vom Dossier, den ich vorher gezählt habe, den Lebenspartner, den die 2 Kinder nicht adoptieren konnten, eine Ungerechtigkeit, die aus der Welt geschafft wird, und aus dem Grund als die fehlgeschlagene Änderung vom Gesetz besonders begrüßenswert, wichtiger, richtig an einer modernen Gesellschaft. Die Jurisprudenz von der Cour européenne des droits de l'homme und besonders der Affaire Wagner gegen Lützburg hat deutlich gemacht, dass verschiedene Bestimmungen, wie sie bislang an unserem Gesetz waren, erstungen als diskriminierend angesehen können gehen. Das Reform aus dem noch nicht nur ein nationaler Schritt für mehr Gerechtigkeit, mehr auch eine Antwort auf europäische Rechtsprinzipien, eine Bekenntnis zu unserer internationaler Verantwortung. Mit Pflicht, die juristisch Unklarheiten zu beheben, für die Rechte von Familien und Kindern zu schützen, die in unserem Land leben. Es geht dem nur um Vertrauen an den Rechtsstaat. Und
als Kapazitéit als Legislateur die notwendige Änderungen als den Text dafür zu wählen, die sich imposéieren. Ein weiteren wichtiger Fortschritt vom Text leidet auch daran, dass die Meinung vom Kant endlich die Bedeutung kriegt, die ihr zusteht. Am Platz der schüsten Alter entschieden das, steht laut Maturität vom Kant am Mittelpunkt. Kanner, die fähig sind zu verstehen, was eine Adoption bedeutet, kriegen die Möglichkeit, ihre Meinung dazu auszudrücken. Das ist auch ein klares Signal am Sinn vom Kant seinem Recht, seine Meinung können auszudrücken, so wie doch vom Okaju auch von der Kommission Nationale d'Ethik gefordert gouf. Das ist dann noch am Anklang mit dieser Verfassung, wo die Rechte vom Kant bei der Reform noch einmal gestärkt sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss ich noch einmal klar sagen. Eine Adoption ist kein Recht von einer Person für ein Kind zu haben. Mit Recht vom Kant eine Familie zu haben. Eine Familie, die im Leben Stabilität, Geborgenheit und eine Perspektive bietet, schmengen, das kann ich nicht oft genug betonen. Und dieses fundamentale Prinzip, l'intérêt supérieur de l'enfant, muss an alle Etappen vom Adoptionsprozess die feieren Richtlinien sind. Nicht Familiensituationen vom Demandeur oder Decisionen, die ihn am Leben geholt haben, stehen am Mittelpunkt mit froh, als das Adoption am Ende vom Kant. Das ist die froh, die beantwortet muss gehen. Und das auch an dem Sinn, dass Justiz weiterhin mit Notdruck analysieren und kontrollieren wird, ob eine Adoption am Interesse vom Kant leidet, unabhängig von der Form oder Konstellation von denen Leuten, die eine Demande stellen. Das Gesetz macht eine Adoption nicht mehr einfach. Mit möchte es aber wesentlich mehr gerecht. Es schafft neue Perspektiven für die Kinder, die eine Familie sichern, und das auf eine verantwortungsvolle Art und Weise am Respekt von Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und vor allem am Respekt von den Rechten vom Kind. Mit dieser Reform setzt man stark Zeichen für mehr Gerechtigkeit und mehr Anerkennung von den vielfältigen Lebensmodellen, die wir heutzutage kennen. Und diesen Text antwortet auf die Realitäten vom Leben und auf die Bedürfnisse von den Familien, so wie es sich auch an einem modernen und offenen Staat gehört. Ich gehe einmal den Akkord von der CSV-Fraktion und sage eine große Merci.